Das Imporenta. So ein X. Naja, also bei Mekomon ist es eigentlich eher so, dass... Ich sag's mal so, in ihrer normalen Form hat sie eigentlich eher ein Plus in den Augen. Eher wenn es dann irgendwie so quasi ein Mutieren ist, dann kommt das X in die Augen. Ich weiß, sieht ein bisschen seltsam aus und so, aber irgendwie so soll es erklärt werden. Was ich eher ein bisschen verwirrend fand, das Digimon da heißt Mekomon. Und die Trainerin heißt auch Meiko, oder doch so ähnlich halt. Hat mich total verwirrt am Anfang. Dann irgendwie der Spitzname fürs Mekomon ist dann irgendwie Mei-chan. Aber das Digimon, also Mekomon selbst sagt dann zu ihrem Partner auch Mei. Also das ist ein bisschen crazy. Wir sind Fuchsania City. Jo. Das will ich. Und bis nicht will ich, so brauche ich Gewalt. Ha. Spookmog. Domi. Domi can fly. Oh, ein Schlammbad. Nein. Oh, das... Zum Glück nicht vergiftet. So, Sternschauer. Naja, Benny, warum nicht? So, Freunde, es ist soweit. Unser Domi wird sich entwickeln. Wir kriegen ein Domi 3.0. Smog. Natürlich direkt vergiftet. Dankeschön und tschüss. Du Arsch mit Ohren. Smog. Natürlich unter der Erde schadet mir das Gift. Ich glaub's auch. Das Gift schadet dir. Ja, ich weiß. Schlammbad. Nein, noch mehr Gift. Oh, komm mal vor, als wäre das Viech irgendwie Magellan. Um mal zu One Piece abzudriften. Hey, Domi entwickelt sich! Alter, Domi ist jetzt der Boss der Tauben. Also Tauboss. Ja, Mann, was wollt ihr? Ich bin der Boss. Ist aber schon ein cooles Bild, also muss man zugeben. Ich hab ziemlich Schiss vor Domi jetzt. Dominix, Domi! So, wenn noch Benny und Xion, dann sind wir eigentlich durch mit den Entwicklungen. Zumindest fürs Erste. Was? Domi ist eigentlich Champion? Nee, Domi ist jetzt Mega-Level. Entschuldigung, Ultra-Level natürlich. Bei Mega-Level natürlich Mega-Taubos, ist klar. Weil Taubsi ist Rookie, dann ist Tauboga Champion und Taubos Ultra, wenn man es mal so assoziieren möchte. Was so total Quatsch ist, aber trotzdem. Slimeok! Benissimus! Giftwolke, bringt nix und tschüss. Oder auch nicht. Pfund.
so ein bisschen mehr als ein Pfund. Was ist ein Pfundskerl? Ja, natürlich. So, wenn ich gerne mal Level Up für Schlitz, wenn er mal einer sein soll. Yes, man, bin ich noch den Schlitzer. Noch 3 Level für Benny. Auf die Nase gelaufen. Oh oh, das ist nicht gut. Ein Hinweis. Weggeworfene Items. Wir wollen mit dem Detektor müssen wir eigentlich hier gucken. Dann ist aufeinander. Jo, das ist auch nichts Neues. Wobei, doch, erste Generation natürlich auch schon. Die Position zu halten. Ja, also, hui. Hui. Gehen wir hier wieder hoch. Berg hochfahren ist total scheiße. Und natürlich mit dem Auto weniger. Ich muss wenig abnehmen. Ja, das Problem haben, glaube ich, alle. Also alle, nee, natürlich nicht, aber ja, doch tendenziell eigentlich schon. Da gibt es auch wieder mittlerweile eine neue Studie, von wegen, dass jeder dritte Erwachsene bereits übergewichtig ist und in spätestens 20 Jahren soll jeder zweite Erwachsene übergewichtig sein. Da muss man sich ja schon sagen, okay, so spätestens dann muss die Wissenschaft schon irgendwie so quasi eine Pille oder eine Spritze entwickeln und du einfach geben kannst und danach wird halt der Stoffwechsel angetrieben, von wegen, ja, einfach abnehmen und so weiter. Und Benny rockt hier mit seinem Schlitzer Marschok. Und jetzt kommt der Fußkick. Au, der wird wehtun. Jetzt kommt noch nach Holo und der Schlitzer. Ah, steht natürlich Alex, das ist schon so eine Frage. Das auch klappt, wa? Tja, wer weiß, wer weiß. Hier ist aber nix. Dann wieder runter. Ja, ja, wir sind unterwegs. Und da ist schon der nächste von diesen ganzen Typis. So, was haben wir jetzt für Zeit? 20 vor 10 im Stream. Ja, jetzt halt eine halbe Stunde war. Wir hatten ja auch ein bisschen Probleme zum Starten und so weiter, deswegen haben wir schon ein bisschen länger gemacht. Halbe Stunde wieder 2 Uhr, das passt auch ganz gut. Müssen wir eigentlich ein bisschen mit nach Silphco kommen. Dann denke ich mal, ein Abschluss des Silphco plus an den beiden Arenen im ersten Stream wieder. Sup. Was? Mein Freund ist so klein und dünn, er ist gar nicht angezeigt. Welcher Freund, Alex? Ich meine, dass er so klein und dünn ist und gar nicht angezeigt wird, geht doch gar nicht. Ja, gut, natürlich so ein BMI und so bei Kindern zu machen, natürlich sowieso ein bisschen fragwürdig. In Pubertät, entweder gehst du sowieso wieder, also ziehst dich einmal zusammen und schießt in die Höhe, oder gehst auseinander, das ist ein bisschen unterschiedlich. So ein Mist! Da haben wir auch schon, jo.
Gott sei Dank, Freunde, der Fahrradweg ist abgeschlossen. Wir haben gut trainiert, kann man durchaus sagen. Domi hat sich entwickelt und Benny ist fehlt auch nicht mehr so viel. Nice. So, wir gehen jetzt zum Minispiel hier. Ein bisschen surfen für heute noch. Ja, ich meine, so ein bisschen Minispiel ab und zu muss schon mal sein. Also, großen 12-Jähriger, wenn Magersüchtig ist aber gefräßig. Da fällt mir was anderes an, was ich glaube gestern im TV noch gesehen habe. Ich glaube, was war das für eine Show? Ich glaube, die unglaublichsten Dinge der Welt, so etwas war das. Da gibt es eine Frau, die ist auch auf YouTube unterwegs, die macht irgendwie so Let's Eats, kennt ihr auch, oder auch schon gesehen, so Let's Eats von anderen Let's Playern oder YouTubern. Aber sie macht es ein bisschen Hardcore-mäßiger, und zwar Let's Eats in dem Sinne, dass es sich alles Mögliche von Junkfood reinstopft. Also quasi Wettessen, aber wirklich auf Zeit, dass irgendwie sagt, jo, ich verdrücke innerhalb von, also so schnell es geht, verdrücke ich 40 Cheeseburger. Die kann es echt in 15 Minuten kann sie 40 Cheeseburger futtern, ist aber selbst dürr wie eine Spargel, also so etwas habe ich auch nie erlebt. Oh, hi Tobi! Der Tobi ist ja auch schon da. Also auch, ja, ist da. Oh. Oh, ganz kurz. Moment, Leute. Mein Arsch, mein Arsch. Mein neuer Bürostuhl, der ist zwar eigentlich perfekt, wenn man so Nacken, Rücken und Schulterprobleme hat, so wie ich sie auch habe. Auf dem sollte man eigentlich nicht länger als eine Stunde drauf sitzen, sonst wirkt es unbequem. Ja, gut, mit dem Stoffwechsel ist immer so eine Sache, aber jemand hat einen besseren Stoffwechsel, die anderen weniger, und dann kommt noch viel auf die Psyche drauf an, ob man irgendwie zunimmt oder nicht. Und natürlich Bewegung sowieso, sagen wir generell. Ach, das, ja, von der Sorte brauchst du das ganze Repertoire hinter mir. Und ja, man kann es echt sagen, in der Hinsicht ist echt, jeder Mensch ist anders. Die Hälfte weg. Was? Schnapper ist eine Wasserattacke? Okay, nochmal Schwein gehabt. Wunderbar, jetzt ist mir warm. Jetzt nochmal ein Supertrank für Benny. Sehr schön. Dann würde ich sagen... Was? Warte, sonst bekommst du einen Herzinfarkt. Hä? Wieso bekomme ich sonst einen Herzinfarkt? ETF. Was mir ist normal, aber schon seit keinen Hunger mehr gehabt. Naja, Alex, was verstehst du unter Hunger haben? Ah, ich esse auch fertig, okay. Ja, mit Sinne von Hunger haben. Da gibt es auch immer so die verschiedensten Theorien. Von wegen zum richtig abnehmen, muss das Hungergefühl entwickeln, und wenn du das hast, dann musst du erst ein Glas Wasser trinken. Und oder irgendwie etwas Vollkornhaltiges musst du zu dir nehmen. Damit halt viel Glukosen zu Körper ausschütten, das dann richtig verarbeitet, bla bla bla. Oder auch, du darfst abends ab 8 Uhr nichts mehr essen. Dafür morgens früh um 7 Uhr musst königlich irgendwie so riesige Mengen und so weiter vertilgen. Da muss ich auch sagen, oh Gott, hey, wenn ich das nur schon höre. Mein Sohn zum Beispiel irgendwie abends oder nachts arbeiten, gibt es ja auch. Was sollen die da machen? Die stehen vielleicht irgendwie nachmittags um 4 auf und müssen halt tagsüber halt arbeiten, dürfen dann halt nachts nichts mehr essen. Das ist totaler Quatsch. Es geht mehr darum, dass er kurz zum Schlafen gehen nichts mehr isst, weil er kann es nicht mehr abbauen im Körper, also wenn er schläft. Wäre sowieso nicht so gesund, aber sowieso von Körper zu Körper unterschiedlich, und ach, das ist so eine Sache. Was, wenn meine Eltern nicht da sind, esse ich nichts.
Ja, wieso, Alex? Wenn so die andere Frage. Ich meine, kann durchaus mal sein, dass die Eltern einfach mal nicht da sind, oder? Ich meine, aus diversen Gründen, dann musst du quasi verhungern, oder wie ist das? Ach, verdammt, kurz vor der Entwicklung. Aha, so, dass du halt nichts merkst. Ja, doch, hatte ich auch schon. Also, dass ich Hunger wirklich merke, aber das ist ein anderes Thema. Wenn ich wirklich mal einen ganzen Tag lang nichts esse, am Abend zuvor irgendwie schon 6 zu Abend gegessen habe und dann irgendwie nichts mehr und dann morgen früh stehe ich zwar um 7 Uhr auf, aber meistens essen sowieso auch nichts und irgendwie so um 10, 11 Uhr morgens, also quasi, ja gut, oder 17 Stunden später dann merke ich schon langsam, dass der Magen ein bisschen rumort. Mir eigentlich auch nichts. So, genug davon. Wir gehen mit Pikachu surfen. Also hoffe zumindest. Was? Sommerstrandhaus, ein Drucker. Oh mein Gott, ein Drucker. Pika. Jo, unseres klingt besser. Hey, Dude. Surfen, da bin ich nicht allein. Super, da darfst du nun mit mir surfen. Willst du es versuchen? Klar. Wow! Juhu! Ich kennt das gar nicht, Leute, ganz ehrlich. Noch nie gemacht. Yeah! Blub, untergegangen. War nicht schlecht. Yeah! Wieso bin ich runtergegangen? Wieso, Pikachu? Du fährst falsche Richtung, Kumpel. Blub, blub, blub. Blub, 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 yeah. Bup. Yeah, 50. Jo, 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 jo. Ups. Das sind weniger als 50. Nein. Nein, verdammt. Komm schon, komm schon. Oh, heute auf dem Kopf. Yeah. Yeah. Woohoo. Yeah, yeah. Rest-KP 40 Punkte. Start 50. Gesamt. Yes, ist Rekord. Pika. Hat sogar Spaß gemacht. Besurfen, jo, will ich. Pikachus Strand. Jo, jo. Was wollt ihr machen? Wir sind Pikachu. Das ist Pikachu-Style. Jo, jo, jo. Ups, das ist nicht Pikachu-Style. Das ist Michael ist zu doof-Style. Ups. Die Welle ist zu schwer. Yeah. 150. Das ist krass. Ich mach mich nass. Juhu. Oh. Mann. Come on. Blub, blub, blub. Yeah. Juhu. Yo, 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 wow. Ich bin krass, denn ich bin Pikachu. Die Nummer 1 für mich. Hey, Kopfsprung.
Mann! Nein, was ist los? Oh. Nur natürlich, die war zu groß oder was? Hui! Style. Alter, das gibt Fettpunkte, Leute. Rekord! Ja, Mann! Also, da muss ich also zugeben, das hat echt Spaß gemacht.